Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Jawohl, und damit herzlich zurück. Konzentrier dich. Herzlich zurück. Der Bogen ist Herzlich nicht gerade die willkommen zurück. Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich den zweiten mit dem Schwert. Okay. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Genug geredet. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Kann ich auch auf den Spanne den schießen? Bogen, ziele und lass dann los. Okay. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Okay, das war für gar nichts. Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Weißt du was? Vergiss den Lauf noch ein bisschen weiter hinten durch rum und dann Außer breche ich dich musst du nämlich ihn nicht ziehen. mehr brauchen. Hä? Hast du gesehen? Geht heute voll ins Ziel da. Siehst du? So. Puff. Oh, sorry, hä? Wenn du etwas treffen willst, musst du zielen. Ja, ist gut. Verstehst Guck, du? da, Mensch, so. So. Ah, jetzt haben wir das schon gemacht. Das ist Das super. war gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. So, sehr gut. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Da sehe ich. War ja Sonst nicht noch das Abrübungen erste Mal. sagen dir's. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Ja, Ein mit dem. Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Ah, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich Oh schlagen? nein, wieso musst du gegen so eine riesen Fresse haben? Also Wir haben noch gut. nicht einmal Wenn fertig. du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Ah, ich hasse den sich. Mehr als genug. Ja, oh Gott, hör Gut, auf plagieren, dann du lass uns Vollidiot. anfangen. Nein. Ich breche nicht. Ich breche, ich weiß nicht mal, wie es funktioniert. Verdammt. Oh, Scheiße. Gibt's ja gar nicht. Ja, oder den Bogen ausrüsten. Wie wär's? So, komm. Gut, okay. Ich stecke den nicht einmal, weisst du? Oh. Ja, Zufallstreffer nicht. Komm. Nein, Ausdauer. Fuck. Ah, warte da. 12. Ich schaffe es nie, Mann. Ich schaffe das nie. Oh, das ist schwierig. Oh, 6. Ja, das kann länger, hä? Nicht. Oh, fuck my life. Scheiße. Oh. Bam! 9. Scheiße. Das machen wir nochmal, oder? Weil das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das lade ich nicht noch ein. Das geht nicht. Gratuliere, Herr Hans. Gut geschossen. Okay. Hab Dank, Bernhard. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Komm, wir tun Oder nochmal. muss ich dich noch einmal daran erinnern? Herr Hans, muss das sein? Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen. Nein. Ah, fuck you. Oh Mann. Hoi, 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 hoi. Ja, alles Du hast das vergessen. schon?
zeige dir den schon hier, Kollege. Oh. Ah, Scheiße. Verdammter Scheiß, komm. Ah. Komm, Ausdauer, Ausdauer. Komm. Herrgott. Oh Mann. Ich macht mir so etwas von kaputt. Keine jetzt. Herumgescheiße mehr. Nein, ausweichen war nichts, hä? Fuck you, Mann! Nein, was? Das ist nicht abgeschlossen, ich bin noch nicht da Wie gewesen. es scheint, behalte ich meinen Bogen und du deine Groschen. Ich Ah, sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung ich annahmst. habe Trotz gewonnen. deiner Oh Unbedarftheit. mein Gott, ich habe Vielen gewonnen. Dank. Was? Ich habe gewonnen. Möge Gott mit dir sein, Schmied. Und keine Sorge, das war nicht das letzte Mal. Wir werden diese Gaukelei bald wiederholen. Oh ja, sehr gerne nicht. Gut. Nur wenige Gegner sind so blutrünstig, einen Gegner der Augen hat zu töten. Das ist doch unglaublich. Neuer Kodex-Eintrag. Ja, ja, okay, ist gut. Ich muss nicht alles lesen. Also, in der letzten Folge haben wir gelernt, der Wenzel, den gibt es tatsächlich. Währenddem ich da mal mein Zeug durchforste, was jetzt eigentlich das nächste Quest ist. Sprich, mit Hauptmann. Ja, doch gemacht. Aha. Das Schwert, okay, sind wir noch Zweckklasse. Hauptmann zusammen sprechen. Okay, das machen wir. Jetzt wieder schnurren. Es ist noch schwieriger, so währenddem noch geschichtliche Sachen und Hintergründe zu erläutern. Bete lieber, dass Wie Herr geschnurrt Hans dir wird. das nicht übel nimmt. Und wenn schon. Ja, ein bisschen plagieren noch. Er hätte mich nicht herausfordern sollen. Vorsicht! Du magst unter Herrn Ratzigs Schutz stehen, aber es wäre weise, auch die anderen Adligen auf deiner Seite zu haben. Das ist natürlich ein Und Wort, jetzt ja. ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich Das bereits. Vögtli. Jawohl, Hauptmann. Ja, machen wir. Also, ich laufe jetzt hier zum Rathaus und unterwegs soll ich noch etwas erzählen. Also, der Wenzel, der hat es so gegeben, am 14.03. Sein Leben, gehen wir noch schnell auf sein Leben ein, ein bisschen. Ich glaube, unten ist schneller. Wenzel war der älteste Sohn vom Kaiser Karl IV, glaube ich, ist es. Muss ich noch schnell spicken. Jawohl, 4. Und stammt aus dem seiner dritten Ehe mit Anna von Schweidnitz. So, Raucherhusten. Er war seit frühester Kindheit als Haupterbe vorgesehen gewesen. Der Karl hat ihm das Siegel anfertigen lassen und hat ihm bereits als Kleinkind beigebracht, wie man sich als wahrer Herrscher zu verhalten hat. Jetzt war es einfach so gewesen, dass der Wenzel 1363 zum König von Böhmen ist gekrönt wurde. Er ist auch noch zu Lebzeiten von seinem Vater am 10. Juni 1376 in Frankfurt am Main zum Rex Romanorum gewählt und vom Kölner Erzbischof Friedrich III. von Saarwerden am 6. Juli 1376 in Aachen gekrönt wurde. Nach dem Tod von seinem Vater, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht falsch laufe, nach dem Tod von seinem Vater hat der Wenzel 1378 seine Nachfolge als König vom Heiligen Römischen Reich antreten. So. Ja, das ist doch sehr interessant.
Es war auch noch so, gewesen, dass in den Auseinandersetzungen mit der Kirche ab und an ist ein Schisma. Das weiß ich auch noch gar nicht, was es ist. Das könnte wirklich noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ich jetzt da alles gesagt habe, was mich noch würde interessieren. Klar, ihr könnt jetzt selber nachlesen, weil es ist ein Wikipedia-Artikel. Aber finde ich noch so spannend. Finde ich wirklich noch so spannend. Ist wirklich interessant. Und dann, in dieser Auseinandersetzung mit der Kirche, hat der schon wie sein Vater, Papst Urban IV. Als rechtmäßiger Pontifex anerkannt. Sorry, jetzt habe ich einen Buff gemacht. In der Auseinandersetzung mit der Kirche, wobei er schon wie sein Vater, der Papst Urban IV. Als rechtmäßiger Pontifex hat anerkannt, oder, genau. Sein Vater hat der Papst Urban IV. Als rechtmäßiger Pontifex anerkannt und der Reichsstädtebund hat er keine glückliche Hand gehabt. Es ist zu Kampfhandlungen gekommen mit dem süddeutschen Städtebund. Da müssen wir husten ein bisschen mehr. Ich muss wirklich rauchen, es ist unglaublich. Hey, Ich bin auch nicht klar nichts, aber lass mich vorbei. Ernst? Pass etwas bei. Lass mich doch vorbei, du. Was ist mit dir? Und weiter rauf. Mal nehmen, oder? Jetzt lass mich doch vorbei, ich will doch da rein. Ja, okay. Schloss knacken, nein, auf keinen Fall. Das Klo öffnen. Ja. Eben, der Vater Papst Urban IV hat er als rechtmäßigen Pontifex anerkannt. Aber mit der Reichsstädtebund hat er keine glückliche Hand gehabt. Es ist zu Kampfhandlungen mit dem süddeutschen Städtebund gekommen, wo er die schwäbischen Landvogteien mit den Habsburgern übertragen. Der Wenzel hat sich fast gar nicht um die Reichsangelegenheiten gekümmert. Er ist erst 1383 nach Nürnberg gekommen. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Doch hat der Städtebund der von ihm verordnete Landfrieden, wo auch das erste Mal die Einteilung vom Reich in Kreise vorgesehen, nicht anerkennen, da das die Auflösung bedeutet hätte. Mit dem Landfrieden von Eger stellt er sich wieder auf die Seite der Fürsten, aber gegen die städtischen Bünde. Was ihm in Böhmen einigermaßen gelungen ist, nämlich die Ordnung aufrechtzuerhalten, ist ihm aber in Deutschland misslungen. Zudem hat der Wenzel sein Verhalten mehr und mehr despotische Züge angenommen, zu der allgemeinen Unzufriedenheit. Haben auch seiner unfähigen Berater beigetragen, nachdem der Wenzel sich zudem mit niedrigem Adel und bürgerlichem Berater umgeben, formiert sich auch in Böhmen der Widerstand vom Adel, der von der Unfähigkeit Wenzels und von seiner Brutalität genug hatte, wie sie sich auch in der Folterung oder Ermordung vom Prager Generalvikar Johannes Nepomuk hat geäussert. Also es war tatsächlich so gewesen, der Wenzel war ein fauler Pfleger gewesen, hat sich nicht interessiert für seine Sachen, mit den falschen Leuten abgegeben, so wie ich jetzt auch gerade, und muss man schnell falsch. Und das stimmt, das ist so, also nachher merken wir schnell, sein Bruder, oder ich glaube sein Stiefbruder, wo ich muss zu Hilfe kommen, weil sich gewisse Leute haben gegen ihn aufgelehnt. So jetzt wie zum Beispiel dann der Bruder von Luxemburg, genau so war es gewesen. Die sind näher zu ihm gekommen, aber das kommt dann später noch. Jetzt muss ich mich heute schnell da wieder zurechtfinden. Wo ist der beim Vogt melden? Genau. Und wir sind völlig falsch gelaufen, natürlich, weil ich jetzt vorgelesen habe. Ich Vollidiot. Ist ja egal. Wir sehen sich in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt da mal schnell heute zu dem über und dann fahren wir dann dort weiter. Ich wünsche euch, merci fürs Zuzuschauen, einen schönen zusammen. Tschüss!